Zwei Werk 3 in unserer Bibelbetrachtung sagen wir, wo Jesus viertig der nur seinem Dauten abstund, drei um Himmel vor, und seinen Thron durch drei Neum, die umreichen sieht vom Vater steht. Und über Eier hat vielleicht befohlen, er seine Jünger Worte down. Krieg. Das Evangelium zu verkündigen, Krieg. Über Eier, du mal anfangen sollen, was sollen sie ihr stehen? Ja, warten. Und wo sollen sie warten? In Jerusalem. Ja. Hey, bevor sie die Jünger nicht von Jerusalem weitergehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater an Versprechen hat. Und das, was der Vater, oder der himmlische Vater an Versprechen passiert am Pfingsten, und wie lange müssen die Jünger dann warten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Krieg. 10 der müssen sie lernen. Und zweimal mussten wir auch warten. Stimmt das? Ja, verschiedenste Dinge. Ne? Wir mussten auch zweimal warten. Zum Beispiel, wenn wir große Entscheidungen merken, dann mussten wir warten, was Gott uns wiesen, was wir tun sollen, was er von uns haben will, right? Oder vielleicht lügen wir darauf, dort, was in unserem Leben passieren soll. Alle Menschen mussten zu Tiden warten. Ich habe einen Artikel im Internet gefunden, der 5 Punkte gibt, woran Gott uns manchmal für was Dinge warten merken. Und dort sagt, warten wiest uns unsere echte Motive oder Aufsichten, warten halbt uns mal geduldig zu werden, warten wurst unsere Vorfreude für gute Dinge, die wir noch nicht kriegen können, aber einen Tag kriegen wollen, warten büht unseren Charakter ab, und letztens warten merkt uns Meier und Gott aufhängig. Ich glaube, wir würden alle zustimmen, dass diese Punkte wahr sind, nicht? Die sind wahr. Aber die Frage bleibt, was tun wir, oder was soll wir tun an den Zeiten, wo wir an Gott warten müssen? Und das bringt uns rein an unserem Text in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und der Vers, den wir losen, fingen wir wenigstens 3 Dinge, 3 Punkte, die Apostel damals deuten, während sie warten mussten. Diese 3 Dinge können wir auch tun, von Gott haben will, dort wir für am Verehrungswort warten sollen. Und hier will ich sagen, und Gott zu warten ist nicht einmal leicht. Das ist sehr schwierig. Wir sind eideutige Menschen. Wir sind nicht alle eben rein, Wasser haben mit mehr Sattfleisch als andere. Aber wir wollen nicht eideutig. Und besonders, wenn Gott was Besonderes tun will für uns oder durch uns, dann will ihr schauen, dass wir warten sollen, über was soll wir an dieser Zeit tun, wo wir an Gott warten sollen. Well, die Apostel werden Jesus ihren Befehl völlig gehorsam. Er befahl seine Jünger, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat. Und kriegt die Jünger auch. Und wir lesen im 12. Vers, dort nur dem Jesus Tränen Himmel fuhr, dann gingen die Aposteln Tränen nach Jerusalem vom Olivenberg. So, als erster Punkt ist, während wir an Gott warten, müssen wir Gott gehorchen. Right? Wenn er uns was wiesen wird, was wir tun sollen, während wir warten sollen, dann das, was wir tun wollen. Right? Jesus will seine Aposteln in wunderbare Wege bringen, und sie sollen seine Arbeit wiederführen, und Lehrlinge aus alle Völker merken, so soll gesagt, erst von der Samarias. Und um erfolgreich zu sein, wurden sie ihr Schmatten mit dem Heldendienst gefällt worden. Sie sollen in Jerusalem bleiben, weil sie den Heldendienst hatten. Sie werden gehorsam und den Krieg dort, was Jesus anbefahl. Und vielleicht denken wir, well, wo können wir das in unserem Leben von der Samarias anwenden? Well, wir haben Gottes Wort von der Samarias, right? Und alle Tag haben wir Gottes Wort. Wir können die Bibel lesen. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann, das hilft uns, right? Gottes Willen auszufinden und zu forschen. Wir können, währenddem wir Gottes Wort lesen, uns selbst besser Frauen stellen, right? Wegen dort, wo nur wir warten, down. Ich möchte, lass mich uns ein Beispiel geben, okay? Wenn wir sein,
wir stehen vor einer großen Entscheidung. Vielleicht bald einer uns eine neue Arbeit steht an und wir wissen nicht, ob dort Gottes Willen für uns ist, so eine Arbeit zu tun oder den Arbeit steht anzunehmen. Well, wir können uns dann bloß erst biblische Fragen stellen, um zu sehen, ob dort wirklich Gottes Willen ist, dort anzunehmen oder nicht, oder was Gottes Willen über die Sache wird sein. Wir können zum Beispiel so eine Frage stellen, als was diese neue Arbeit steht, mit Nudern in Gott bringen oder mit dem Schuden dein. Was diese neue Arbeit mit noch genug Zeit geben, sodass ich immer in Gott sein Haus kann sein und sein Wort sein, wo ich genug Zeit habe mit meiner Familie noch, oder wo ich immer am Weg sein, meist niemals zu Hause sein und so weiter. So wir können uns biblische Fragen stellen und auch andere biblische Fragen stellen. Und wenn wir die Fragen positiv beantworten können, dann wissen wir auch ziemlich, was Gott ihnen Willen über die Sache ist. Und so, währenddem wir an Gott warten, dann können wir Gott sein Wort lesen, wir können uns biblische Fragen stellen und wir können auch ganz besonders über die Sache beten und wir wollen Luther Meier darüber lernen und hören. Wenn wir an Gott warten, dann müssen wir Gottes Wort lesen. Und wir müssen sein Wort auch gehorchen, kriegst aus der Aposteln deuten. Und wenn die Aposteln wir nicht in Jerusalem geblieben und wollen lieber kurz rausgehen und anfangen zu missionieren, wirklich, würden die viel Erfolg gehabt haben? No, nicht wirklich. No. Die würden nicht sehr viel Erfolg gehabt haben. Und sie würden nicht aus Gottes Kraft geschafft haben, aber aus ihrer eigenen Kraft. Und was passiert, wenn wir irgendwas aus unserer eigenen Kraft tun? Wir kommen kalt wirken, right? Wirken da wieder die echten Motive, nicht? Oder Aufsichten, right? Und das geht nicht lang, bald wie Wort. Mein Wort, nicht? Wir wissen nicht, wo wir wieder mit Guten sein und wir werden mehr wird dann abhören. Aber wenn wir Wort aus Gottes Kraft tun, besonders dort tun, was Gott von uns haben will, dann gibt er uns alle Tag nie Kraft, um dort zu tun. Und dann wollen wir nicht so leicht mit. Und wenn dort Gott erst die Tag anschaffen wird, oh, der kommt bloß so viel mehr durch uns tun, als was wir selbst kennen. In Wirklichkeit, bloß dort, was Gott durch uns tut, gefällt ihm. So, die sollen warten und wir sollen auch warten und Gott bluten durch uns schaffen. Paulus schreibt folgendes an Titus, in Titus 2, Vers 11 bis 13, in Bezug auf Jesus in Zurückkommen und in Bezug auf an Gott zu warten. Und das, was Paulus zu Titus sagt, in Titus 2, Vers 11 bis 13. Titus 2, von Vers 11 bis 13. Er sagt, wie es Gott seine sollmerkende Gnade ist für alle Menschen fahren nachgekommen, die lehrt uns, auch die gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben, okay, so in anderer Wort, für Gott zu leben, in sein Wort zu gehorchen. Und dann sagt er, während wir in dieselbe Hoffnung lernen, dort uns großer Gott in Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. Er sagt, in Bezug auf Jesus in Zurückkommen, soll wir sein Wort nicht bloß weiten, aber dort leben, am gehorchen, so ein Leben führen, wo durch Gott verherrlicht wird, währenddem wir an Gott warten dann. So während wir an Gott warten, weil Jesus haben, dort wir am gehorchen, dort wir seinem Wort gehorchen. Okay. Und der zweite Punkt, den wir in unserem Text finden, ist, dass die Apostel, während sie warten, eigentlich am Wort wären. Was sagt das da? Sie wären eigentlich am Gebet. Ja. Wenn wir an Gott warten, dann darf es kein besserer Weg, ans Zeit verbringen, als mit Gott zu reden. Ein Bibelforscher erklärt, Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie wurden in ein paar Mal mit dem Heiligen Geist gefüllt worden oder gedeiht worden. Und deswegen lüden sie am Gebet. Und wenn wir vor eine schwere Abgabe stehen, eine große Entscheidung merken müssen, oder wenn wir uns in eine solche schwere Lehre fingen, dann sollen wir erstens einmal beten. Und dann sagt er noch dazu, wir sollen mit Gebet anfangen, dass der Heilige Geist uns seine Kraft und Weisheit schenken wird. So, wir sollen einmal mit Gebet anfangen. Als Jesus vorgenommen wird, dann sagt heute seine Jünger in Bezug auf den Heiligen Geist, er sagt in Johannes 16, Vers 24,
Aber nu habe ich nichts an meinen Namen gefragt, und die wollen kriegen, dort dient, dort an keine Freude fehlt. Und auch in Lukas 11, Vers 11, sagt Jesus noch, Lukas 11, Vers 11, kann jemand ein Vater denken, der ihnen sehen wird, einen Stein geben, wenn der arm eine Brot fressen wird, und wenn der ein Fisch fressen wird, arm eine Schlange anbeuten wird? Dann sagt er in Vers 13 noch dazu, wenn die dann, der je schlecht sind, doch weiten jene Kinder zu geben, was gut ist, wo viel mehr wird jün Vater im Himmel, der den Heiligen Geist geben, der arm du nu fressen. So wie Jesus sagte seine Jünger, dass sie Gott am Gebet ne seinen Geist fressen sollen. Und deswegen wären sie sich einig am Gebet, als sie in Jerusalem top wachten deuten. Sie wussten Gott, wo nur sie fressen sollen. Die sollen für den Heiligen Geist fressen. Und die mussten für 10 Tage warten. Ich habe uns so verstanden, liebe Geschwister, 10 Tage hintereinander taub zu kommen, 10 Tage hintereinander bloß taub zu sein, zum Beten und unter Ansporn am jährlichen Leben, 10 Tage hintereinander Gemeinschaft taub zu haben, würde es uns nicht helfen? Right? Ich glaube, es würde, right? Würde Gott nicht unsere Gebete auch erhören? Ja, ich glaube, er würde. Und die werden alle einig am Gebet und die wollen alle dort Kriegsalliert haben, die wollen mit den Heiligen Geist gedeibt werden. Die wollen dort kriegen, was Gott ihnen versprechen hat. Liebe Geschwister, wenn wir an den Herrn warten machen, dann waren wir dort am Gebet down. Und was ich in unserem Tag so wunderbar fing, es war 120 Jünger Jesu, sich alle einig am Gebet wären. 120. Jeder Werk und Maatwerk kommen wir hier taub, um zu beten. In vierten wird du auch die Gelegenheit gegeben, jeder Mal wird die Gelegenheit gegeben, persönliche Gebetsanliegen zu erwähnen. Und das sind Gelegenheiten, wo dann der ganze Kirche für die und die Lehre beten kann. Wenn wir die Gebetsanliegen weiten, dann können wir als Gemeinde die im Gebet unterstützen, die mit unseren Gebeten drehen und eine Gottes Trauen bringen. Und glaube ich nicht, dass das uns helfen würde, durch unsere Lehre zu kommen oder bessere Entscheidungen zu treffen? Ich bin mir sicher, Gott wird dort segnen. Gebet ist sehr kraftvoll. Jesus hat uns dabei gebracht. Wo mächtig das Gebet ist. Und Paulus hat auch davon gepredigt. Und wenn wir taub beten, dann ist es so viel stärker. Aber dort verlangt, dass wir taub kommen. In der Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass aus König Herodes, ein von der Gemeinde Volksneim, und der Apostel Jakobus mit dem Schwert anbracht, dann sah er dort, die Juden dort gefallen, so ging er wieder in einem Petrus auch vor. Und dann sagt Gottes Wort an in Vers 5 über die Apostelgeschichte 12, Petrus ward am Gefängnis gehalten über die Gemeinde, das Wort Krieg. Die plotische Übersetzung sagt dort, die Gemeinde bet ernstlich für Arm zu Gott. Und hat Gott ihre Gebete gehört? Ja. Gott hat Petrus geraten. Und in Vers 12 sagt, und als er sich besonnen hat, okay, vom Gefängnis zurückgeluten wird, und war er klar am Denken wir, dann kam Petrus bei Maria ihr Haus, der Johannes Markus seine Mutter war, wo viele taub gekommen wären, um zu beten. Petrus wir falsch. Die Bibel sagt, er wird zwischen 2 Soldaten mit 2 Käden gebunden. Die wir ganz falsch. Den nächsten Mal wollen sie am Arm bringen. Aber die Gemeinde betet ernstlich für Arm zu Gott. Wo viel Halb von Gott verpasst, wie, liebe Geschwister, wirst wir nicht taub kommen und füreinander beten. Die Gebetsstunden wären nicht bloß für die Apostel gemeint. Gott will haben, dass seine Kinder taub kommen sollen. Er will uns durch die Gebete segnen. Er will die hören, er will die erhören.
Die Apostel werden einig am Gebet und wie sollen Krieg so gut einig im Gebet sein. Der dritte und letzte Punkt, den wir in unserem Text finden, hat mit Schafen zu tun. Wir lesen in Apostelgeschichte 1 von Vers 15 bis 26, wo Petrus mit dem Mann der 120 Geschwister abstöhnt und verschlug, noch einen Apostel zu wählen, der Judas ersetzen soll. Petrus erklärt an den Versen 21 bis 23 über Apostelgeschichte 1 von Vers 21, er sagt, du wegen mit einer von diesen Männern, der tit ever bei uns gewesen ist, während der Herr Jesus bei uns rüht und angegangen ist, von da an aus Johannes anfängt zu deuten, was Jesus von uns genommen wird, mit uns taub ein Zeug davon worden, dort heu vom Tod abgestoßen ist. Und sie stellten 2 Männer vor, Josef genannt Barsabas, den sie auch Justus nannten, und Matthias. Und dann beten sie ernstlich darüber, dass Gott anweisen soll, für wem sie wählen sollen. Und dann tragen sie Lasse und dort las voll ab Matthias, dann ward er mit den 12 Aposteln mitgeteilt. Und ein Bibelforscher erklärt Folgendes über diese Sache. Der sagt, das wird die erste Geschäftsversammlung unter den Christen. Das kleine Gruppe von 11 Menschen oder Aposteln hat allbei 120 gewesen. Und der Hauptgrund für ihr Meeting war, einen Apostel zu wählen, damit sie wahre 12 Aposteln wurden haben. Und hier sei wie dort die Apostel, während sie an Jesus warten, sich reut mögen, um den Herrn Jesus zu kriegen. Sie haben was getan. Und wenn wir an Gott warten, dann meint er nicht, dass wir nichts tun, dass wir bloß Raum saten tun. No, wir tun, was wir können, währenddem wir warten, solange wir nicht vor Gott ran. Right? Gott soll uns einmal leiden und führen. Und ja, manchmal müssen wir für gewisse Dinge warten. Aber das meint nicht, bloß alles Tachluten, alles zu Siedlein und bloß Ramsaten und nicht tun. Wir schaffen, right, währenddem wir warten. Und Gott wird uns einmal wiesen, was wir für ihn tun können, währenddem wir am Warten tun. Jakobus vergleicht dort Warten und Jesus in Träg kommen mit einem Farmer, Böer. Er sagt in Jakobus 5, von Vers 7 bis 8, Jakobus 5, von Vers 7 und 8, du so sagt er, Brüder, blieb geduldig, bis ans Herr kommt. Seid einmal, ein Böer lürt ne seine Scheine arnt, er macht über geduldig lernen, bis die den Vorjahrsregen und den Horsregen gekriegt haben, okay? So blieb geduldig und merkt jene Horten stark, bis Jesus wird bald kommen. So was von uns hier von der zum Beispiel sind Farmers, okay? Du sagst, einige hier wird Farmers sind. Ich freue mich sehr dafür. Und vielleicht sehe ich auch, die würden viel besser weiten als ich, wenn die Farmers sind von Jesus Samarias. Aber wenn ein Farmer in seine Ernte lehrt, dass die Planten wachsen sollen, sagt er dann die ganze Zeit eher bloß Rahm? Of course not. Hat der Farmer nicht auch andere Dinge zu tun, währenddem er warten wird? Seid ihr nicht andere Dinge reut merken, währenddem er warten wird? Of course. Das gibt immer was zu tun. Das ist immer was zu tun, liebe Geschwister. Für Christen ist es Krieg so. Das sei gefährlich, wenn wir nichts tun. Warum ist es gefährlich für uns als Christen, wenn wir nichts tun? Wir würden alle anschlupen, nicht? Und Jesus sagt, right, wir sollen wachen und klar sein, wann er zurückkommt. Ja, wir würden anschlupen, jährlich anschlupen. Was noch? That's right. Eine bleibt nicht stehen und gesund, nicht? Wenn eine abhören wird mit alles down, dann geht eine rückwärts, right, im Jährlichen, right? Eine was nicht. Was noch? Warum soll wir nicht alles tachluten? Warum ist es gefährlich, nichts zu tun als Christ? Ich habe das nicht mitgekriegt. Ja. Ja, Krieg.
In Englisch ist auch ein Sprichwort, das sagt, idle hands, okay, hang Gott nicht down, are the devil's friends. Sind den Teufel seine Freund. Right? Wenn wir nicht down, dann dürfen wir nicht für Gott. Erstens. Und zweitens, dass sie gefährlich für uns, wenn es dann je wie so tun, so viel mehr Gelegenheiten, uns an verschiedene Versicherungen zu führen. Nicht? Ich habe hier an einer denken im Alten Testament, wo eine sehr dunkle Zeit ruden war, bloß wenn es heute nicht steht. König David. Ich muss auch gerade an König David denken. Gottes Wort sagt in 2. Samuel 11, Vers 1. 2. Samuel 11, Vers 1. Ein Fahrjahr oder Spring, der Zeit im Jahr, wann die Königs immer ihre Armee rüd schickten, schickt David seine ganze Armee in die Eustalte unge Joab gegen die Ammoniter. David bleibt über die ganze Zeit in Jerusalem. Er hat Sold bei seiner Armee sein. Aber er sagt, leidet Hus mit wenig zu tun und dort brach arm in so eine dunkle Zeit an. Willst, so ich sehe, wenn einer nicht schafft und zu viel Zeit hat, wird so tun mehr Gelegenheiten haben, uns an Versicherungen zu führen. Gott will haben, liebe Geschwister, dass wir in unserer Arbeit für ihn treu bleiben. Auch in den Zeiten, wo wir an Gott warten sollen. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 35 und 36, seht ihr Kleid en Reut, en lot jene Lampen brennen, so's mannen, die du nu lüren, dort Herr von der Kaas kommen soll, dort wann kommt en anklappt, sei Arm dann furzt, der ummerken kann. Und dann sagt er nach in Vers 43, dort wird für den Tag gut sein, wenn der Herr am du betraft, dort dort det, was tun soll, wann zurückkommt. Dort ist säuerlich, genau nachfüllt zu werden. Mit alles, was wir genau nach haben, nicht? Wir haben so viel Technology, wenn einer bloß an die Cellphones denken, nicht? Wo leicht ist es nicht bloß im Bett durchzusetzen, Phone anzumerken oder und dann bloß kicken und dann waschen, so ist die applaudisch sein, right? Und dann einer kann für eine Stunde lang du bloß satten und kicken und nichts tun. Und dann wird einer dann mutig, um wieder zu schaffen. Was wird einer dann? Bloß grülich fühlen, nicht? Grülich fühlen. Und Meid. Plötzlich sagt einer kann Meid werden von nichts tun, nicht? Wir müssen schaffen, während wir warten. Jesus will uns zu alle Tiden für am Schaffen fing und für am Reit sein. Die Apostel merken sich reit, du mit sei, wenn sie vom Herrn Jesus gefällt werden, kurz schaffen können. Als Kinder Gottes sind wir vierten Tiden, wo Gott handeln will, dass wir und arm für verschiedene Dinge warten sollen, kriegst du die Apostel damals mussten. Aber kriegst du die Apostel, die haben die besten Dinge, die wir tun können, währenddem wir an Gott warten. Wir sollen Gottes Wort lesen. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann sollen wir sein Wort auch gehorchen. Und viertens, wenn wir weiten, was Gottes Wort sagt, wie es Gott uns, was seinen Willen ist oder was wir in was lernen tun sollen. Zweitens, sollen wir viel Zeit im Gebet verbringen, entweder allein Hus oder mit anderen Geschwistern taub. Und drittens, wir sollen uns für Gottes Antwort all reiten merken und ständig für am Schaffen, während wir an am warten. Und dort wird uns nicht helfen, bloß Raum zu setzen und kicken und lernen. Warten kann manchmal sehr schwer sein für uns als Kinder Gottes, aber das ist auch sehr fern. Right? Wenn wir warten, dann, wenn Gott sagt, nie warten. Was er könnt, wiesen da, was die tun sollen. Mag Gott uns helfen, in so einer Tiden dort zu tun, was wir können, während wir an Gott warten. Amen.